Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen bei Puls vor Ort, heute aus dem Stadtspital Triemli in Zürich. Das Triemli, wie man es kennt, mit seinen 476 Patientenbetten. Auf der anderen Seite der Bettenneubau, der dann 2016 eröffnet wird. Heute geht es bei uns um den kleinen Unterschied und seine medizinischen Folgen. Frauen und Männer, das wissen wir alle, sind verschieden. Nicht nur von den Geschlechtsorganen her, sondern auch als Patientinnen und Patienten. Wir fragen uns heute, warum sind Buben häufiger im Spital als Mädchen? Wer ist wirklich schmerzempfindlicher? Frauen oder Männer? Und warum sind Frauen im höheren Alter eigentlich fast unter sich? Anfangen wir ganz vorne, bei den ganz Kleinen. Das ist jetzt Estelle, gell, du, ein Mädchen offensichtlich. 2 Tage alt. Ja, klein. Sie sind die Mami von der Estelle. Ist das für Sie ein Thema gewesen? Haben Sie sich jetzt gewünscht, ein spezifisches Mädchen oder ein Bub, dass Sie sich versucht hätten, das vielleicht ein bisschen zu steuern? Gut, ich glaube, steuern kann man es natürlich überhaupt nicht, aber ich habe mich schon sehr auf ein Mädchen gefreut. Und ich finde es sehr schön, dass es ein Mädchen geworden ist und ich habe riesen Freude daran. Ja. Das auf jeden Fall. Ein Bub hätte ich auch genommen. Bin ich sicher. Genau. Und der Ari, der ist ebenfalls 2 Tage alt, zurzeit in ärztlicher Obhut von der Frau von Norelli. Jetzt, wenn man mal die Statistik anschaut, dann sagt die uns ja, dass seit 100 Jahren mehr Buben als Mädchen auf die Welt kommen. Und zwar sieht das konkret so aus, dass pro 100 Mädchen 105 Buben geboren werden. Merkt ihr das jetzt auch, Triemli? Ja, ich glaube, dass die Verteilung kommt etwa dem nach, was wir auch erleben, dass es ein bisschen mehr Buben gibt als Mädchen. Inwiefern kann man das steuern? Oder? Es gibt ja so die Theorien, dass man als Eltern, wenn man sagt, ja, es gibt einen besseren Zeitpunkt, wenn ich jetzt eher einen Bub als ein Mädchen will. Wie sehen Sie das? Wie viel ist da dran? Nicht viel. Es sind wahrscheinlich wenige Prozent, die man dann so herausfindet. Es gibt die jahreszeitliche Häufig, wo man sagt, wenn man im Herbst das Kind zeugt, wird es je nachdem eher das erste oder das zweite. Und ich sage jetzt nicht was. Und das Zweite ist, wenn man, je nachdem, was für Nahrung die Mutter zu sich nimmt. Man sagt zum Beispiel, wenn sie eher Fisch oder so Früchte oder Gemüse zu sich nimmt, wird es eher ein Mädchen. Und wenn sie eher Fleisch zu sich nimmt, wird es eher ein Bub. Aber wie viel da dran ist, das ist vor allem Gerüchte oder eben so Küchenschrank-Philosophie. Ich sage Ihnen gerne, was Frau Orelli nicht verraten will. Wer einen Bub will, geht besser im Herbst an die Arbeit. Wer ein Mädchen will, im Frühling. Was wir aber auch aus der Statistik wissen, Buben haben häufiger Komplikationen bei der Geburt und auch als Säugling. Es gibt ja so diesen Spruch, dass die Buben schlechter starten als die Mädchen. Ich glaube, in der Realität können wir das nicht so nachvollziehen. Was sicher so ist, dass die Jungs das lautere Geschrei machen, das weniger da hinten. Also das sind diejenigen, die am Anfang mehr Schwierigkeiten haben, gut zügig zu trinken. Die Mädchen sind eher gleichförmig am Trinken und nehmen auch zu. Gerade wenn man Zwillinge hat, Jungs und Mädel, kann man das wunderschön vergleichen. Wie das im Klinikalltag aussieht, wie sich da die Unterschiede zeigen zwischen Bub und Mädchen. Wir sind in die Kinderklinik schauen. Montagmorgen auf der Kinderklinik. Hochbetrieb. 15 Patienten sind übers Wochenende aufgenommen worden. 8 Jungen und 7 Mädchen. Bei einigen dürfen wir mit hinein. Der erste ist Adrian, 5 Monate alt. Er ist seit längerem schlapp und lustlos, trinkt immer schlechter. Man hat auch bemerkt an seinem Verhalten, dass er immer ruhiger wurde. Sachen, die er schon gemacht hat, so Füßchen anfassen und so nicht mehr gemacht hat. Und ja, und das war einfach zunehmend jetzt besorgniserregend. Und am Freitag waren wir eben wirklich so weit, dass er den ganzen Tag nicht getrunken hat. Dann konnten wir nur noch mit so einer kleinen Spritze haben wir ihn das dann eingeflößt. Adrians natürlicher Charme täuscht dabei über manches hinweg. Er ist ein sehr zufriedenes Kind und das war, glaube ich, auch ein bisschen das Problem, dass die Ärzte das immer ein bisschen unterschätzt haben, weil er immer lacht und immer freundlich ist und sich sehr gerne untersucht wird. Also in jeder Untersuchung freut er sich immer, dass immer die Ärzte sagen, ach, denen geht's ja gut und so, aber ich habe es halt zu Hause gemerkt, dass er zunehmend einfach passiver wurde. Solche sogenannten Gedeihstörungen kommen bei Knaben und Mädchen gleichermaßen vor. Adrian muss sicher noch eine Nacht bleiben, bis man die Ursache gefunden hat.
Die nächste Patientin, Sarah, vorgestern am Blinddarm operiert. Typisch Mädchen an Sarah, sie ist hart im Nehmen. Das Lästige war die Infusion. Dass wir da zuerst haben sie da versucht, dann ist es da 3-4 Mal nicht gegangen, dann hat sie es da wieder probieren. Dann haben sie es nachher während der Operation doch noch mal umgestochen. Ganz so locker hätte manch ein Knabe das nicht mit sich machen lassen. Da ist sich das Pflegepersonal einig. Also ich habe schon oft erlebt, dass Mädchen ein bisschen mehr auf die Zähne beißen als Buben. Das kann ich schon sagen. Ja, dass Buben noch schnell mal eine Mami mehr brauchen als Mädchen. Ja. Die letzten beiden Patientinnen für heute. Ui, da sind sich aber zwei sehr ähnlich. Die knapp einjährigen Zwillinge Ronja und Arja. Beide von einem Virus böse erwischt. Sie brauchen Medikamente und Sauerstoff, bis ihre Lunge sich erholt hat. Dass die beiden so krank sind, ist ungewöhnlich. Sonst sind sie viel robuster als der große Bruder. Meine Junge ist noch ein bisschen fein gegen Sachen, gegen Erkältung und solche Sachen. Sie haben schon Widerstand gehabt, aber leider bis Grenze, ne? Also normalerweise haben Sie das Gefühl, die Mädchen haben mehr Widerstand gegen die Erkältungen als der Junge? Also nicht nur gegen Erkältung, ich denke allgemeine, gegen Krankheiten und so, ne? Mädchen sind in dem Alter das stärkere Geschlecht. Dies ist mehr als eine Binsenwahrheit. Es ist tatsächlich so, dass es in der Literatur beschrieben ist, dass die Buben schwerer krank sind, länger krank sind, höheres Fieber haben, dass auch mehr die Buben Luftwegsinfekte zum Beispiel haben als die Mädchen. Doch in ihrem Alltag fällt ihr vor allem eines auf. Die Buben haben deutlich mehr Frakturen, warum sie bei uns liegen, als Mädchen. Das sind einfach die Sportlicheren, die sich eher mal trauen, irgendwo hochzuklettern und dann halt auch runterfallen. 30% mehr Knaben als Mädchen wurden letztes Jahr hier aufgenommen. Und sie blieben im Schnitt einen halben Tag länger im Spital. Bei Babys und Kindern sind es also Buben, die medizinisch ein bisschen mehr Probleme machen als Mädchen. Ob das auch noch so ist, wenn sie älter sind, da gehe ich jetzt im Notfall schauen. Und bin wahrscheinlich die Einzige, die da einen Termin hat, weil alle anderen, das sind rund 40'000 pro Jahr, kommen ohne Vorwarnung daher, mitten aus dem Leben gerissen. Der erste, den ich dann antreffe, ist wieder ein Bub, respektive ein junger Mann. Nico, du bist 13 und hast einen Fußballmatch gehabt. Was ist passiert? Also ich bin halt hintergelaufen, habe mir eine geschupft und dann bin ich auf den Arm gefallen. Es stinkt dir wahrscheinlich, gell, dass du jetzt nicht mehr weiterspielen kannst. Ja, also ja, wir gehen jetzt morgen auch ins Trainingslager und ja, da wäre ich auch gerne gegangen. Eine bittere Nachricht für einen Nachwuchsfußballer. Noch ist es aber relativ ruhig auf dem Notfall. Der Chefarzt hat kurz Zeit für ein Interview. Andreas Platz, Sie sind der Leiter der Notfallstation. Wie sieht es jetzt aus heute? Mit dem schönen Wetter, das jetzt angefangen hat, hat es ein bisschen angezogen. Also, es sind alle Kojen besetzt. Zum Teil mehrheitlich noch medizinische Fälle, aber auch die Unfälle kommen langsam. Wie verteilt sich das so auf Mann, Frau? Ja, es hat schon noch mehr Männer zur Zeit, vor allem jüngere Männer. Bei den älteren Patienten kehrt es dann, jetzt sind mehr Frauen da. Aber das nimmt mich noch Wunder, dass mit den älteren Frauen, die Sie gesagt haben, deutlich mehr, warum mehr als Männer? Die Osteoporose ist natürlich der Hauptgrund. Also bei den Stürzen sind das vor allem im Alterssegment sind das osteoporotische Frakturen. Das heisst, die Knochendichte ist nicht mehr gleich wie beim jungen Menschen. Und bei den Frauen natürlich auch hormonell bedingt deutlich im Vordergrund verglichen mit Männern. Jetzt sagt man ja auch grundsätzlich, Männer sind so ein bisschen die mehr Unfälle produzieren, statistisch gesehen. Aber eben da haben wir jetzt erfahren, dass wir Frauen ja offenbar am Aufholen sind. Oder? Wir haben da Zahlen von 2000. Wenn wir das so anschauen, haben die Frauen von 28% auf 33% sich gesteigert. Also gemessen am gesamten Unfallgeschehen. Woran meinen Sie, liegt das? Werden wir auch so ein bisschen mutiger, sind wir aktiver geworden? Emanzipierter, ja. Risikofreudiger. Also die Sportarten sind nicht mehr so unterteilt nach Mann und Frau, sondern auch Biken ist mehr in bei den Frauen. Also sie holen auf in allen Sportarten. Gibt es auch so ein bisschen, ich weiss nicht, Aggressivität vielleicht vermehrt? Ist das auch etwas? Ja, jetzt haben wir gerade das Stadtrivalen-Derby gehabt und dort hat es also durchaus auch Frauen gehabt, die Opfer geworden sind von Schlägereien. Also das ist so ein bisschen das Übliche und das haben wir vor ein paar Jahren weniger gesehen, dass Frauen mit beteiligt waren. Die Frau da ist nicht wegen einer Schlägerei im Notfall.
Aber sie ist eine Risikosportlerin mit englischer Abstammung. How are you? I'm doing okay, thank you. So what happened then? Why are you here? I was just about to play my first rugby match for. I've just started playing, and I twisted my ankle in the warm-up. So. All right, so it wasn't right in the game. It wasn't in the middle of the action, which would have been a lot more exciting. So. How do you feel now? Is it a lot of pain? It's not too bad. It should get better soon. It's not such a bad injury. It's just making sure it's checked out. So. Wishing you all the best. Thank you so much. Es geht auf den Abend zu und zieht an im Notfall. Freizeitunfälle sind reingekommen, weitere Sportverletzungen, ein Treppensturz unter Alkoholeinfluss und gerade ein paar Patienten mit Pollenallergien. Am 5 Uhr sind wieder alle 21 Kojen besetzt. Die ersten Patienten liegen in den Gängen aussen. Sie tragen das grüne Band, sind in dem Fall die Schichtleiterin heute. Eine Frage, jetzt, wie beobachten Sie das, wenn Sie Männer, Frauen versorgen jetzt da auf dem Notfall? Gibt es da einen Unterschied? Reagieren die unterschiedlich? Sind sie verschieden schmerzempfindlich? Ja, das kann man schon feststellen. Es ist aber noch schwierig zu sagen, ist es ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Es ist auch, denke ich, ein grosser Punkt auch interkulturell, wo doch sehr interessant ist zu beobachten, dass sich halt auch verschiedene Kulturen anders ausdrücken, wenn sie Schmerzen haben oder sich anders präsentieren. Die einen sind sehr ruhig, andere sind am Schreien. Aha, es sind also andere Faktoren, nicht etwas Geschlecht, die den Unterschied ausmachen. Wer schreit denn? Das kann man so pauschal eigentlich nicht sagen. Ich denke, es sind vielfach auch Leute, die andere kulturelle Hintergründe haben, die es vielleicht in ihrem Land, jetzt mal außerhalb der Schweiz, vielleicht das Gesundheitssystem auch anders erleben, längere Wartezeiten haben, ihrem Schmerz durch das mehr Ausdruck verleihen, um gehört zu werden. Der Patient kommt tatsächlich aus einem anderen Kulturkreis, aus Mazedonien nämlich. Aber er schreit nicht, im Gegenteil. Wie geht es Ihnen? Was ist passiert? Heute Abend habe ich Bauchschmerzen bekommen. Dann wissen Sie schon, was Sie haben. Blinddarm. Blinddarm, ja. Okay. Schmerzen, Schmerzempfindlichkeit, auch das ist ein Thema, wo man sagt, da gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Wir Frauen sagen ja gerne, Männer sind so ein bisschen mimöseli, empfindlich. Und sie wiederum finden, nein, wir sind hart im Nähen. Wie es jetzt wirklich ist, wir fragen nach in der Physiotherapie, dort, wo es um anhaltende Schmerzen geht. Ob Frau oder Mann, von Schmerzen hat in diesem Trainingsraum jeder eine Geschichte zu erzählen. Es ist ein ständiger Schmerz an für sich. Wenn ich doch herdrücke, das tut mir weh. Ich habe fast keine Stellung mehr gefunden, wo ich gut liegen konnte. Also ich konnte mich drehen auf alle Seiten mit Küsse, ohne Küsse, es ist nicht gegangen. Beim Strählen, beim Autofahren, wenn ich zum Beispiel Parkkarten rauslasse. Ist halt alles ein bisschen schwierig und schmerzhaft. Männer oder Frauen, wer ist schmerzempfindlicher? Das ist die große Frage. Ich glaube nicht, dass es da Unterschied gibt. Die einen zeigen es, die anderen nicht. Ich habe 2 Söhne. Ich war dabei in der Geburt. Ich hätte das nicht ausgehalten. Ich glaube, Menschen würden aussterben, wenn Männer ein Kind auf die Welt bringen müssten. Es kann sein, dass Frauen eher das Gefühl haben, sie müssen sich tapfer zeigen und Männer vielleicht weniger. Was meint die wissenschaftliche Forschung dazu? Wir fragen die Leiterin der Schmerzsprechstunde. Rein zahlenmäßig gibt es deutliche Unterschiede, sagt sie. Chronische Schmerzerkrankung betrifft häufiger das weibliche Geschlecht, das weiß man von der Statistik her. Es gibt auch Erkrankungen, chronische Schmerzerkrankungen, die hauptsächlich nur die Frauen betreffen, zum Beispiel die Fibromyalgie, sind 80% Frauen. Dann gibt es die Migräne, von der Migräne überhaupt Kopfschmerzen betrifft häufiger die Frau. Entschuldigung, geht's? Auch puncto Schmerzempfindlichkeit hat sie klare Antworten parat, wer da im Nachteil ist. Es gibt Studien über die Schmerzempfindlichkeit oder die Schmerzschwelle. Und da konnte man eindeutig zeigen, dass die Schmerzschwelle, also da, wo ein Reiz als Schmerz empfunden wird, bei der Frau eindeutig tiefer liegt, und zwar um einiges tiefer. Im Klartext, Frauen haben und spüren mehr Schmerzen. Wie aber gehen Frauen und Männer damit um, fragen wir die Physiotherapeutin.
Also die Spannbreite von der Präsentation, wie die Leute mit Schmerz umgehen, ist einfach enorm gross. Also von denen, die so tapfer sind und gar nichts sagen, und deren, die eher so ein bisschen, vielleicht schmerzempfindlich sind oder das besser ausdrücken, ist gross. Also ich finde, jetzt vom Geschlecht her ist es kein grosser Unterschied. Und doch, eine komplett genderfreie Zone ist das hier nicht. Zumindest im Trainingsverhalten bleiben viele ihrer Geschlechterrolle treu. Also da habe ich jetzt das Gefühl, Frauen sind fast ein bisschen geduldiger. So wie ich es jetzt erlebe. Ich kann es nur so sagen. Also, ja, doch, ich finde, sie sind ein bisschen geduldiger und vielleicht auch ein bisschen disziplinierter. Sie geben mir einfach Anleitungen, wie ich das machen kann, und eigentlich halte ich mich daran. Also wenn es anfängt weh zu tun, höre ich auf, das hat man mir gesagt. Beschaurig und geduldig. Und ich würde ein bisschen mehr machen, wie das einfach noch besser wird. Und im Prinzip, das ist schon falsch. Aber wenn ein bisschen mehr weh tut als sonst, mache ich einfach. Eines haben Männer und Frauen allerdings gemeinsam. Dauerhaft mit Schmerzen leben wollen sie nicht. Da kämpfen sie sich lieber mehrmals wöchentlich durch ihr Physioprogramm. Wo immer wir bisher in dieser Sendung hergekommen sind, sind es vor allem Frauen, die sich um Patientinnen und Patienten gekümmert haben. In der Frauenklinik, bei den Kindern, im Notfall, der Schmerztherapie, als Pflegerin, aber auch als Ärztin. Unterdessen sind im Triemli bereits 54% der Ärzte Frauen. Am Anfang dieser Entwicklung steht eine Aargauerin, die vor gut 150 Jahren als erste Schweizerin gegen all Widerstand Ärztin werden wollte. Marie Vögtlin, geboren 1845 im Pfarrhaus von Bözen im Fricktal. Die Eltern fördern das Mädchen früh. Marie erhält Privatunterricht, besucht ein Internat und ein Töchterpensionat im Kanton Neuenburg. Nach dem Auseinanderbrechen ihrer Beziehung mit einem Arzt schreibt die 21-Jährige: Es fährt mir manchmal bis in die Fingerspitzen, wenn ich sehe, wie die Männer durch nichts aus der Fassung und aus dem Genuss ihrer geliebten Bequemlichkeit zu bringen sind. Wie das ganze Leben der Frauen eigentlich nur dazu da sein muss, um ihnen diese Bequemlichkeit möglich zu machen. Die Wut einer jungen Frau, die beschließt, selber Medizin zu studieren. Die Uni Zürich, damals noch im ETH-Gebäude untergebracht, war die erste Hochschule Europas, die Frauen zuließ. Maries Vater, der Dorfpfarrer, unterstützt sie dabei nach Kräften mit Behördeneingaben und finanziellen Mitteln. Der heutige Besitzer des Geburtshauses sammelt seit Jahrzehnten alles, was über die erste Schweizer Ärztin publiziert wird. Das Kinder, das ist ganz schön, das habe ich sehr gern. Das Kinderbuch, wo nachher sie erzählt, wie Marie Vögtlin auf der Stege zu der Uni plötzlich einen Zweifel hatte und retour ist und gedacht hat, ich schaffe es nicht. Und eine Stunde, zwei gewartet und nachher hat sie wieder Kraft bekommen und ist nachher doch gegangen und ist alles gut geworden nachher. Im Spitalalltag von heute sind die Nachfolgerinnen von Vögtlin, die Ärztinnen, vielerorts in der Mehrheit. Seit 2011 arbeiten im Triemli mehr Ärztinnen als Ärzte. Seit ich hierher bin, gestern Abend zuerst die Notaufnahme. Dort hat es, glaube ich, einen Mann gehabt. Der Rest waren Frauen. Das ist alles schnell, speditiv, professionell, freundlich abgelaufen. Ja, klar, unser Hausarzt daheim oder die Hausärzte, das sind alles Männer gewesen, das stimmt schon. Und die waren zum Teil auch drauf wie Männer. Also klare Anweisungen und wenn irgendetwas hatte, nicht tun wie ein Kind und so, sondern die Zähne zusammenbeissen. Auch in diesem Raum der Intensivstation hat es nur einen einzigen Mann, der Patient. Das behandelnde Team ist 100% weiblich. Ich würde sagen, die Teamfähigkeit ist sehr groß bei Frauen. Wir kommunizieren sehr gut miteinander und sind auch recht transparent. Auch konstruktiv und auch irgendwo
schneller bereit, einander zu fragen, Hilfe holen beieinander, nochmal sagen, kannst du nicht mal schauen, wie wir es nachher machen beim anderen Patienten. Einfach, dass man niedrigschwellig weniger Prestigeverlust und den Prestigeverlust Angst hat, dass man einander wirklich auch fragen kann. Natürlich ist der Frauenanteil bei den Ärzten nie höher als in der Frauenklinik. Da wird gelacht. Ein Frauenteam, lauter Ärztinnen am Tisch. Wunderbar. Wir haben ja gehört, dass ihr sehr gut zusammenarbeitet, Frau von Orelli. Aber was hat der Patient davon? Patientin. Entschuldigung, selbstverständlich, genau. Was haben die da davon? Also wir denken, dass bei uns Frauen sehr gut aufgehoben sind, weil wir auch, denke ich, gewisse Probleme kennen von den Frauen und Frauen auch eben nicht nur als Patientin sehen, sondern als Frau in ihrem ganzen familiären Umfeld, in ihrem sozialen Gefüge. Gibt es noch andere Beobachtungen dazu, wie ihr das erlebt? Ich glaube, Frauen nehmen das Umfeld von einem Patient oder einer Patientin noch mehr wahr und sehen die Person dann nicht nur in ihrer Rolle als Patient, sondern mit dem, was noch alles dahinter steht. Und ich glaube, da profitieren dann alle Patientinnen davon, wenn man als Ärztin arbeitet. Und also, dass die Männer vielleicht eher so ein bisschen, die sind einfach den medizinischen Fakten interessiert. Also quasi. Also das ist jetzt, ich weiss nicht, sowieso das ist eine Unterstellung, das. aber ich könnte es mir jetzt noch vorstellen. Ja. Ja. Und das sind ja genau die Themen, mit denen sind wir jetzt auch konfrontiert, so in der Frauenklinik, oder? Also Frauen, die Mütter werden oder Frauen, die krank werden und aus dem Umfeld rausgenommen werden, aber daheim eigentlich eine wichtige Rolle spielen, so im Kontext von einer Familie. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir gut abdecken können und wo wir auch ein Feeling dafür haben. Sie diskutieren jetzt noch ein bisschen weiter und wir gehen noch jemand hin, wo immer noch die Männer am Drücker sind. Kardiologie. Hier geht's ums Herz. Männer wie Franz Eberli sind hier gegenüber weiblichen Kardiologen in der 6-fachen Überzahl. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass man, gerade wenn man interventionelle Kardiologie macht, halt sehr lange Arbeitszeit hat und man nicht gut unterbrechen kann und nicht gut Teilzeit schafft. Und auch auf Patientenseite. Heute ein Mann, Paul Wolf. Wir sind im Herzkatheterraum. Hier landet, wer einen Herzinfarkt hat oder wem einer droht. Also ich habe vor 4 Wochen einen Herzinfarkt gehabt. Notfallmässig dahergekommen, mitten in der Nacht. Da hat mir der Professor bereits 2 Stents rein tun. Hat dann aber schon gesagt, dass ich noch mal kommen muss. Stents, das sind diese kleinen Metallröhrchen. Beim Patienten Paul Wolf werden sie vom Handgelenk aus ins Herz geschoben. Dort erkennt der Kardiologe Engstellen in den Gefäßen, die es anschließend aufzudehnen gilt. Das, was Sie hier sehen, die Spinnen, das sind eigentlich Ihre Kranzarterien, also der Baum, wie man sagt. Fast 1000 Patienten werden hier jährlich behandelt. 3/4 davon sind Männer. Die Frauen sind geschützt vom Hormonellen her. Sie haben Östrogen und sie haben vor allem kein Testosteron. Und das Testosteron macht Gefäße kaputt, wenn sie eine gewisse genetische Veranlagung haben und wenn sie Risikofaktoren haben. Also wenn sie rauchen, wenn sie zu dick sind, wenn sie Diabetes haben und dazu noch ein Mann sind, haben sie einfach früher und schlimmere koronare Herzkrankheit als die Frauen. Dies zeigt sich auch in der schweizweiten Statistik, hier von 2012. Bei Männern beginnt die Anzahl Herzinfarkte ab ca. 40 Jahren stark anzusteigen. Anfang 60 sind es 1590 Infarkte pro Jahr. Bei Frauen kommen die Infarkte erst rund 10 Jahre später und erreichen ein Maximum von 915 Infarkten pro Jahr Anfang 80. Nicht nur die Häufigkeit, auch die Symptome sind verschieden. Bei Männern ist es meist ein plötzlicher Schmerz in der Brust. Das ist ein außerirdischer Schmerz, den ich noch nie erlebt habe. Und sie können nichts dagegen machen. Wenn sie Zahnweh haben oder etwas, können sie mal versuchen, rumzudrücken und zu machen. Aber das hat einfach gedrückt. Also, im Moment habe ich sogar das Gefühl, ich werde ohnmächtig. Bei Frauen kann das ganz anders daherkommen. Elsbeth Hotz erzählt von ihrem Herzinfarkt vor 5 Monaten. Ja, es war mir einfach schlecht. Die Brust hat mir wehgetan, die ganze rechte Seite. Der Bauch hat angefangen zu rumoren. Ich musste brechen.
Durchfall wie verrückt. Dann Angst bekommen. Ich bin auf dem Balkon, auch dort keine Luft bekommen. Es ist mir trümmelig geworden, schlecht geworden. Da gehen einem die schlimmsten Gedanken durch den Kopf, ist klar. Also, ich habe ja dann selber auch gemerkt, dass es etwas mit dem Herz muss sein muss. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nie ein Herzinfarkt. Weil ich habe mal gelernt, dass links dann wehtut. Und ich hatte alles auf der rechten Seite gehabt. Und wirklich wie ein Bleiklotz auf den Schultern und die Arme nicht mehr lupfen. Und alles einfach, der ganze Körper zittrig. Es verging einige Zeit, bis sie die Ambulanz rief. Bei deren Ankunft lag sie schon mit Herzstillstand am Boden und konnte gerade noch reanimiert werden. Studien zeigen, Frauen mit Herzinfarkt kommen durchschnittlich eine halbe Stunde später ins Spital als Männer. Auch im Spital erhalten sie später und seltener die richtige Behandlung als Männer. Die Folge: Frauen sterben häufiger an Herzinfarkt als Männer. Frauen haben tatsächlich eine höhere Sterblichkeit, aber sie sind auch älter. Die einen Herzinfarkt haben in jungen Jahren, sind häufig kränker als die Männer, die einen Herzinfarkt haben. Es kommen sehr viele Krankheiten, andere Krankheiten, die gleichzeitig vorliegen, dazu. Die Genderforschung gibt nicht auf. Ständig werden neue Studien gemacht, mit dem Ziel, herzkranke Frauen sollen künftig ebenso gute Überlebenschancen haben wie Männer. Ja, da hoffe natürlich auch ich als Frau, dass man da in der Forschung weiterkommt. Unterdessen bin ich im K, das ist die chirurgische Betenstation, bei der Frau Zeinler und dem Herrn Kaufmann. Grüezi miteinander. Frau Zeinler, wer ist jetzt anspruchsvoller für Sie als Pflegefachpersonen? Sind es Männer oder Frauen? Ich glaube, das kann man so direkt nicht sagen. Wir haben hier ganz Haufen verschiedene Patienten, was ich auch sehr schätze. Sagen das Männer oder Frauen? Ich habe so ein bisschen gehört, munkeln, so insidermässig, dass aber die Männer die einfacheren sagen, da auch am Triemli. Ich glaube, das kann man jetzt so global auch nicht sagen, ob das mit Mann oder Frau zu tun hat. Ich denke, Männer äußern vielleicht so Bedürfnisse weniger oder gehen anders mit Emotionen, was sie sich im Alltag gewöhnt sind, wo da im Spital halt anders wirken kann oder wo die Pflege zum Teil schwieriger macht oder einfacher. Also aus Schamgefühl oder? Schamgefühl zum Teil, aus einem Druck von Emotionen, wo quasi Mann zu Mann nicht so offen umgeht, vielleicht ist auch im Alltag und da im Spital aber muss. Und das kann dann häufig auch schwierig werden. Ja. Gibt es die Möglichkeit, dass ich mit einem Patienten mal rede? Ja, können wir schauen. Tipptopp. Herr Wenk, grüezi. Danke. Ich habe gehört, dass die Männer die einfacheren Patienten sind. Manchmal jetzt. Wie würden Sie sich einschätzen? Sind Sie ein einfacher? Ich würde mich als relativ einfach einschätzen. Stellen Sie irgendeinen Unterschied fest zwischen Männern und Frauen, ob es männliche, weibliche Pflegepersonen sind? Ja. Also ich kann lieber Frauen. Wenn ich Pflege brauche, als Mann, und es kommt eine Frau auf mich zu, ich schätze sie als zuverlässig und sicher ein, dann nachher fühle ich mich wohler, als wenn es ein Mann ist. Weil ein Mann, das weiss ich selber, Mann könnte Holzpflück sein, oder? Aber ist das in dem Moment eher einfach ein Vorurteil, das man im Kopf hat? Oder stellen Sie so Sachen auch wirklich dann in der Praxis fest? Das, ich muss sagen, nein, das ist einfach... Das ist eine Kopfsache. Das ist eine Kopfsache. Jawohl. Und eben so die Mann-Frau-Geschichte, wir haben das vorhin auch schon angesprochen, da ist ja immer eine Option für einen Flirt, oder? Das kann ja auch noch... Ist das vielleicht ein Thema, oder kommen überhaupt so Gedanken? Ja, wenn man den Kontakt, das Gespräch mit der Gegenseite, Mann oder Frau, will, dann muss man flirten. Also beispielsweise, es kommt eine Schwesterin, die stellt sich vor als Frau Meier. Dann höre ich, was sie für einen Dialekt hat. Und dann fängt es bei mir an zu arbeiten. Dann müsste ich sie ein bisschen reden lassen und dann würde ich vielleicht vom Dialekt her dann darauf kommen, wo sie herkommen. Das finden wir raus. Oder? Danke vielmals. Ja, bitte. Gerne geschehen. Ja, unsere Gesundheit die kostet im Laufe des Lebens eine ganze Stange Geld, darf man glaube ich sagen. Manchmal sind es die Männer, die etwas teurer sind, aber meistens sind es die Frauen.
Elisabeth Semp ist eine Pionierin in Sachen Gendermedizin an der Uni Basel. Sie ist eine Expertin für Gesundheitskosten und sagt uns jetzt, warum das so ist. In den ersten 10 Lebensjahren haben die Knaben die Nase vorn. Mit 2.208 Franken pro Jahr kosten sie deutlich mehr als die Mädchen mit jährlich 1.848 Franken. Buben haben im Vergleich zu den Mädchen mehr Krankheiten wie Atemwegserkrankungen. Sie haben auch schon mehr Unfälle. Die Wende kommt mit der Pubertät. Bei den 16- bis 20-Jährigen werden die Gesundheitskosten der Frauen deutlich größer. In dieser Phase fängt es an mit Verhütung, Vorsorge im gynäkologischen Bereich. Und das schlägt sich schon das Buch bei den jungen Frauen. In den nächsten 20 Lebensjahren ist der gesundheitsbedingte Mehraufwand für Frauen noch ausgeprägter. Der Bereich, der bei den Frauenkosten anfällt, das ist der gynäkologische, sei das Vorsorge, sei es Betreuung, der ganze Bereich auch von Geburt, von Schwangerschaften und Geburt. Und bei Männern kommen schon andere Bereiche rein, wie Herz-Kreislauf-Krankheiten und alkoholbedingte Probleme. Dann, zwischen 40 und 60, holen die Männer wieder auf. Die holen auf, weil in diesem Bereich bei ihnen jetzt die Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebserkrankungen zunehmen, Lungenkrebs. Im hohen Lebensalter mit 70 bis 80 Jahren liegen Frauen und Männer fast gleich auf. Jetzt fängt sich auswirken, dass die letzten wenigen Lebensjahre eigentlich die teuersten sind. Und bei den Männern fängt sich zeigen, da der Aspekt, dass sie früher sterben als die Frauen, dass wir schon eine rechte Anzahl Todesfälle haben bei Männern in dieser Altersgruppe. Dann, im ganz hohen Lebensalter, sind wieder die Frauen das deutlich teurere Geschlecht. Ein Mann über 90 hat Gesundheitsaufwendungen von jährlich fast 70.000, eine Frau fast 86.000 Franken. Da kommen 2 Sachen zusammen. Einerseits, dass bei uns ein grosser Teil der Bevölkerung wirklich erst im höheren Alter stirbt. Das trifft für Frauen noch mehr zu als für Männer. Zudem haben wir ein Heiratsmuster, dass Männer tendenziell eher jüngere Frauen heiraten. Das bewirkt, dass, wenn Männer ans Lebensende kommen, ihre Ehepartnerinnen noch leben, häufiger noch leben und sie durch ihre Ehepartnerinnen auch häufig gepflegt werden. Auf der anderen Seite können die Frauen, wenn sie an ihr Lebensende kommen, seltener auf die Pflege durch ihre Ehepartner zurückgreifen, weil die eben nicht mehr leben. So viel zu den Gesundheitskosten. Jetzt etwa einen Kilometer stadteinwärts vom Stadtspital Triemli befindet sich das Pflegezentrum Gärenholz. Dort gehe ich jetzt hin, um zu schauen, wie das ist, wenn Frauen im höheren Alter mehrheitlich unter sich sind. Wenn wir jetzt einen Blick auf die Alterspyramide der Bevölkerung in der Schweiz werfen, dann sehen wir da beispielsweise, Frau Bieri, Sie wissen das ja sicher auch, ab 80 sind die Frauen eindeutig in der Mehrzahl. Ist das jetzt auch bei Ihnen so im Gärenholz? Ja, also das ist überall in der Stadt Zürich so. Die aktuellen Zahlen vom 13 zeigen, dass 70% der über 85-jährigen Einwohner der Stadt Zürich sind Frauen. Und bei uns im Gärenholz entspricht das gerade etwa dem. Sind auch 70% der Bewohnerinnen sind Frauen. Und jetzt die Frauen, die da sind pflegebedürftig. Was sind denn das für Krankheitsbilder? Das häufigste bei uns in den Pflegezentren ist Demenz, also von Demenzerkrankungen. Andere chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel nach einem Schlaganfall, Erkrankungen vom Bewegungsapparat, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist so das häufigste. Frau Stadler, jetzt von der Pflege her, gibt es da Unterschiede zwischen Frauen und Männern, dass die unterschiedliche Bedürfnisse haben oder andere Ansprüche? Ja, das gibt es. Wenn ich jetzt das Beispiel von der Sturzgefahr nehme, wo man ja mit verschiedenen Massnahmen versucht, die Sturzgefahr zu mindern, zum Beispiel mit Krafttraining, aber auch mit sogenannten Hüftschutzprotektoren, wo man den Frauen oder auch den Männern so spezielle Hosen mit Polster an der Hüfte geben. Dann tun die Frauen häufig die
ablehnen. Also sie haben nicht gern, wenn sie so eine breite Hüfte bekommen. Breite Hüfte Ganz genau. Also rein aus optischen Gründen. Ja, das schätzen die Frauen gar nicht. Oder wenn man ihnen dann empfiehlt, ein stabiles Schuhwerk anzuziehen und sie lieber halt ein feines Schüli mit einem Absatz tragen, finden das Frauen nicht so lässig. Ja. Besten Dank Ihnen beiden. Aber man weiss, es gibt noch ein wichtiges Thema in diesem höheren Alter, nämlich die Einsamkeit. Gerade wenn die Frauen so deutlich in der Mehrheit sind. Ich bin jetzt im Zimmer von der Frau Huber. Frau Huber, darf ich fragen, wie alt sind Sie? Ja, ich bin 87. Und wie lange jetzt schon hier im Gärenholz? Das 3. Jahr. Wie ist es dann so weit gekommen? Ich hatte immer furchtbare Rückenschmerzen. Und dann haben sie gesehen, dass ich ein grosses Loch hatte, bis in den Knochen hinein. Und dann hat es geheißen, sofort habe ich alles verlassen. 62 Jahre geheiratet. Schöne Wohnung. Und alles müssen dort lassen. Nichts mehr, gar nichts mehr. Als ein Göfferli mit dem Nötigsten. Was ist dann mit Ihrem Mann? Also Sie sind verheiratet? Ja, er ist dann leider auch krank geworden. Aber er war noch ein Jahr daheim und ist Alltag zu mir gekommen. Er hatte Krebs. Und dann ist er vor 7 Monaten ist er jetzt gestorben. Ja. Aber wissen Sie, ich vermisse einfach da Leute, die sich reden können. Wie ist es dann mit den Mitbewohnerinnen? Es sind ja sehr viele Frauen da. Wie ist das so? 8 Frauen habe ich jetzt da. Mitbewohnerin. Die 8. Wie ist denn das so mit den anderen Männern da im Haus? Erstens hat es sehr wenig. Und 2 ganz, ganz nette Männer habe ich am Tisch nebenzu gehabt. Und zu denen bin ich etwa hergehöckelt und gefragt, wie es geht und was haben sie gemacht. Wir haben es ganz, ganz nett gehabt und die sind auch von Hause weg. Gern gegangen wieder. Und die fehlen mir wirklich. Ich werde jetzt schauen, ob ich nicht doch noch ein paar Männer finde im Gärenholz. Und ich werde fündig. Eine Männergruppe, die mit Gedächtnistraining beschäftigt ist. Wissen Sie, wie die Ostern eingeteilt wird? Wenn Ostern ist. Ich weiss es. Ja. Am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond, nach Frühlingsanfang. Ja. Interessant, ja. Und 6 Leute fängt ja... Am 6 wird der Böck angezündet. Ja. Und das ist, warum heisst das 6 Leute? Ja, hier noch. Wissen Sie das? Auf die 6 Leute tun. Genau, um 6 Uhr läuten. Dann dürfen die Läden wieder offen halten bis um 6 Uhr. Darf ich Sie schnell etwas fragen? Wenn Sie wollen. Ja, gern. Es dunkelt mir, es hat ein bisschen wenig Männer da. Warum ist denn das so? Es ist ja so, dass Frauen generell 3, 4, 5 Jahre älter werden. Da kann man nichts machen. Die plagen uns so. Haben Sie sonst noch eine Erklärung dafür? Eine persönliche? Eigentlich nicht. Meine Frau ist 24 Jahre jünger. Da habe ich keine Erklärung nötig. Das behaltet einem fitter, meinen Sie? Gut. Ganz genau. Sehr gut, besten Dank. Was ich gerade gelernt habe, den Humor muss man nicht verlieren. Egal ob Mann oder Frau, auch im Pflegeheim nicht. Das war das Puls vor Ort über den kleinen Unterschiedsthema Gendermedizin. Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Informationen über medizinische, geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Laufe des Lebens. Wir haben gesehen, dass das Geschlecht in jedem Alter, von zarten 2 Tagen bis respektablen 87 Jahren medizinisch gesehen eine Rolle spielen kann. Mindestens so wichtig wie das Geschlecht, auch das haben wir gehört, ist die Persönlichkeit. Und das dunkelt mich noch irgendwie tröstlich. Am späteren Abend sehen Sie heute noch das Wirtschaftsmagazin «Eco». Jetzt dann gerade 10 vor 10. Und ich freue mich, wenn Sie in einer Woche wieder dabei sind bei Puls. Eine gute Zeit bis dann.